Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Heute moderiert von den Dächern von Bern. Wir haben folgende Themen für euch parat. Der Wechselzonenchef Stefan Bünzli vom Inferno Triathlon und mit dem Hund an die WM. Das Hoheitsgebiet vom Wechselzonenchef Stefan Bünzli aus Oberhofen ist für die Athletinnen und Athleten vom Inferno Triathlon ein erstes Zwischenziel auf der langen Reise bis aufs Schildhorn. Ab aus dem Wasser und ab aufs Velo. All das in den frühen Morgenstunden. Und unter einem wachsamen Auge vom Inferno Urgestein, das sich kaum aus der Ruhe bringen lässt. Der Grund, wieso ich dabei bin, ich habe früher im Inferno Skirennen geholfen und habe gesagt, ja, helfen braucht es hier auch, dann kann ich ja hier helfen. Das Miteinander etwas machen und den Athleten etwas geben. Und es kommen auch immer wieder eine sehr schöne Rückmeldung von den Athleten. Wir sind die besten Helfer, also das ist auch etwas wert. Was macht ein Wechselchef beim Inferno Triathlon genau? Einen Haufen vorbereiten. Also zuerst im Vorfeld schauen, dass ich meine Helfer habe, die am Renntag helfen können oder eben schon am Donnerstag bei mir einrichten. Dann die Einteilung machen, für am Donnerstag eben alles parat ist, aufgestellt ist. Am Freitag die Nummer an den Velo, dass die Athleten dann wissen, wo sie am Freitag die Velo in die Rechnung stellen können. Und am Samstag natürlich die ganz grosse Schuppel einteilen, wer macht was, an welchem Posten. Du hast in all diesen Jahren sicher lustige Geschichten auch erlebt. Kannst du mir dort 1, 2 erzählen? Ja, ziemlich am Anfang ist einer vom Deutschen gekommen. Der hat hier nicht gemerkt oder nicht mehr gewusst, dass er das Velo auf dem Dach oben hat. Er ist ins Parkhaus gefahren und hat sämtlich Velo runtergeräumt. Das hat für ihn ein bisschen Schaden gegeben. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob er teilnehmen konnte, ob er es flicken konnte. Das war natürlich noch ein bisschen happy. Und einer hat sich ein bisschen benachteiligt gefühlt am Startplatz. Der ist 2-3 Mal gekommen und hast mir nicht einen anderen Startplatz, aber es hat sich dann auch erledigt. Also, das war eigentlich auch happy. Was bedeutet dir der Inferno Triathlon oder was macht ihn auch so speziell für dich? Das ganz Spezielle daran ist einfach das ganze Helferteam. Also nicht nur hier in Oberhofen mit allen unterwegs. Und dann gibt es die coolen Helferpartys, wo man das Apero hat, wo man mit all diesen anderen Helfern in Kontakt kommt und redet und eine Geschichte erzählt. Und das ist speziell, ja. Während schon Mengenhündler froh ist, wenn es klappt, auf Abruf geht spazieren, ist das für Joe Götz und Juko schon gar kein Thema mehr. Die beiden gehen nämlich zusammen an die Obedience-WM in Riga. Vor der Abreise hat meine Kollegin Talena Dubach die beiden aber noch mal getroffen. Okay, gut. Ich bin Janine Götz. Das ist der Juko. Der Juko ist ein australischer Kelpe und ist 6-jährig. Wir haben eine Hundeschule hier auf dem Bödeli. Und nächstes Jahr schon 20-jähriges Jubiläum. Seit 2015 hat es mir der Ärmel reingenommen mit Obedience, weil Obedience wahnsinnige Anforderung ist an mich als Hundeführer, dass ich einem Hund die Präzision über Freude mitteilen kann. Obedience zeichnet sich aus durch Zuhören. Obedience unterscheidet sich von anderen Sportarten in dem Sinn, dass es sehr viele verschiedene Kontexte hat und ganz viele Aufgaben aneinandergereiht werden. Es ist für mich ein bisschen wie Tanzen. Bringe ich es her, so eine perfekte Choreografie mit meinem Hund zu zeigen und dabei ihn auch zu strahlen. Also, dass es uns beide als Team, dass man sieht, dass wir wirklich einfach auch Spass haben an dem und gleichwohl eine perfekte Arbeit zeigen können. In meiner Welt macht es der Hund immer richtig. Und das ist das, was mich auch fasziniert an Obedience, weil es eben so Genauigkeit fordert und sehr viele Kriterien müssen erfüllt werden. Wie bringe ich es her als Händler, meinem Hund eine Arbeit, die ihm eigentlich nicht viel bedeutet, so beizubringen, dass er sagt, yes, mal, das mache ich gerne mit dir. Die arbeiten so viel nur mit mir, ohne Hund, weil er kann es eigentlich. Dass ich auch fähig bin, ihm dort die Sicherheit zu geben, die er braucht. Ich wünsche mir natürlich, dass ich es mit Leichtigkeit geniessen kann. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich habe nicht das Ziel, dass ich da ganz vorne kommen. Natürlich ist es schön, wenn ich das fehlerfrei könnte. Also fehlerfrei heisst kein Nuller. Im Obedience hast du ja sehr schnell einfach Nullpunkt. Auch wenn ganz viel
der Hund sehr gut gemacht hat. Aber wenn ich dort durchkomme ohne Nuller, dann bin ich schon mal einfach sehr, sehr happy. Und eben, wie gesagt, dass ich wirklich spüre, der Hund findet es geil, mit mir zu arbeiten. Das ist die grösste Freude, die ich dort kann haben. Das wäre es jetzt auch schon wieder vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Hier geht es jetzt noch weiter mit dem Wetter von den Kollegen von Meteo News. Aber von meiner Seite her wünsche ich euch ganz einen schönen Abend. Genießt das Wetter und ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Wetter hier auf der Plattform J. Am Montag, ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Wettermäßig ist es am Laufe des Tages immer besser geworden. Morgen hat es noch viele Wolken rum, zeitweise hat es auch noch geregnet und dann hat sich aber auch die Sonne zunehmend durchsetzen. Wir sehen hier auf dem Satellitenfilm, wie die Luft langsam abgetrocknet worden ist. Und in den nächsten Tagen haben wir mehrheitlich hochdruckbestimmte Verhältnisse. Morgen ein paar dichtere Wolken, vor allem Richtung Oberland, sonst aber zum Teil auch sonnig. Temperaturen am Dienstagmorgen bei rund 15 bis 17 Grad. Und am Nachmittag geht es weiter mit einer sehr freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Man könnte das Wetter auch als recht sonnig bezeichnen. Es sieht wirklich gut aus. Die Temperaturen gehen darauf auf 25 bis 26 Grad. Ja, und für alle, die frei oder Ferien haben in den nächsten Tagen, da sieht es auch sehr gut aus. Sommer- oder Hochsommerwetter, das uns erwartet. Am Mittwoch vor allem im Oberland noch ein paar dichtere Wolken, ein paar wenige Regentropfen möglich, sonst aber zum Teil sonnig bei 23 Grad. Sehr, sehr sonnig am Donnerstag und Freitag. Perfekte Tage auch um in den Bergen wandern und Bergtouren machen. Es bleibt nämlich gewitterfrei, ist sonnig und auch in der Höhe warm. In den tiefen Lagen 25 Grad am Donnerstag und 28 Grad am Freitag. Und am Wochenende dann so um die 30 Grad. Am Samstag ziemlich sonnig, gegen Abend vielleicht einzelne Wärmegewitter in den Bergen. Am Sonntag überquert uns möglicherweise eine schwache Störung. Aber jetzt haben wir doch ein paar schöne Hochsommertage vor uns. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.